Von doch wird wir uns mal ein beten gesund ernähren. Der dritte Mittwoch in April ist der Tag von der Bananen. Denkt an 196, die haben Studenten an der Universität Westchester in Pennsylvania über 3000 Bananen an ihre Kommilitonen verteilt. Tja, und sie datet ist das nicht bloß an der Uni Westchester eine gute Tradition, Bananen in die Leute zu bringen. Und wahrhaftig mag das ja auch Sinn, die Frucht mal in Beten zu ehren. Das kannst du doch nicht als utmoken. Du kannst ihr backen, du kannst ihr kochen, du kannst ihr so eten, ob Müsli packen, Bananenchips da utmoken oder Milkshakes trinken. Die Banane hat Masse Nährstoffen und ist bannig gut für die Verdauung. Wenn du zum Beispiel mal einen flotten Otto hast, dann sorgt das Pektin in der Banane dafür, dass das Water bunden wird. So, pass auf, und nu war das ganz verrückt. Wenn du das Gegenteil von flotten Otto hast, dann hört die Banane auch. Das Pektin drin riecht die Verdauung an. Und nur noch ein paar Fakten rund um die Bananen. Die Banane stammt in Ursprung aus Südostasien und heute die Beerenfrüchtentaum. In alle Schriften wird von ihr in Jahr 600 vor Christi zum ersten Mal snackt. Das gibt über 1000 verschiedene Orten von Bananen, da sogar rote und rosa Farben. Die weltweit bekannteste Banane ist die Cavendish. Und wenn ihr nur noch wissen wollt, wieso die Banane krumm ist, heil einfach. Sie macht sie krumm, dass sie der Sünde entgegenwassen kann.